Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Panorama. Wir haben heute die folgenden 2 Beiträge für euch in der Sendung. Ein Interview mit der Caroline Ogi und eine Innovation für mehr Bewegung in Schulzimmern. Vor 2 Jahren hat Caroline Ogi den Posten als Stiftungspräsidentin der Stiftung Freude herrscht von ihrem Vater und Altbundesrat Adolf Ogi übernommen. Nach dem gelungenen 7. Benefizanlass am sogenannten Blausee-Schwimmen hat Pablo Sulzer noch ein exklusives Interview mit ihr führen. Das sind die Blausee-Frauen, die habe ich vorhin beim Schwimmen nicht gesehen. Heute war das Blausee-Schwimmen. Wie geht es euch? Wie war es? Sehr gut, es ist immer eine schöne Erfrischung, hier in diesem See zu schwimmen. Ich bin jetzt schon das 5. Mal mitgeschwommen und es ist immer ein riesen Erlebnis. Ein richtiges Highlight, ja. Das macht man ja nicht jeden Tag. Also ich mache es nicht jeden Tag, so im 5-gradigen Wasser schnell ein bisschen schwimmen. Ich finde es interessant, weil die Leute sind alle richtig happy, glücklich, sind am Lachen, haben ein Smile auf dem Gesicht. Und vor allem, wenn sie aus dem Wasser raus, oder wenn man aus dem Wasser raussteckt, ist man so dankbar, glücklich, irgendwie erfüllt und eben frisch wie neu geboren. Ja, wir haben viele Projekte, die wir selber organisieren, wie jetzt vor kurzem zum Beispiel der Aktivtag in Kandersteg, wo wir mit Kindern Sport, Spiel und Spass in der Natur, in den Bergen, wo wir verschiedene Aktivitäten machen. Dann haben wir natürlich viele Projekte, die wir unterstützen, die von Schulen kommen, von Institutionen. Im Zentrum sind immer die Kinder, der Sport und die Bewegung. Also wir wollen wirklich einfach, dass der Sport im Leben von einem Kind oder von einem Jugendlichen ein fester Bestandteil wird vom Leben von einem Kind. Ja. Wir machen zum Beispiel, in letzter Zeit haben wir sehr viel so Pump-Tracks finanzieren. Oder wir haben im OL-Bereich verschiedene Anlässe organisiert, wo wir die Kinder bewegen, wo man den Kindern die Sportart auch näher bringt. Das ist eine Sportart, die man vielleicht nicht jeden Tag erleben kann. Und wir machen auch solche Sachen. Oder? Ja. Also der Präsident ist ja während praktisch 10 Jahren war das mein Vater. Und er hat dann gewünscht, dass ich das übernehme. Ich bin eigentlich lieber so ein bisschen im Hintergrund, aber ich kann doch meinem Vater nicht Nein sagen, weil er natürlich das mit grosser Ehre und mit grosser Freude und auch immer im Herzen eigentlich mein verstorbener Bruder, und die Stiftung ist ja auch gegründet worden im Anschluss an seinen Tod, und das ist für mich eigentlich eine Ehrensache und eine grosse Freude, dass ich das machen und dass ich das übernehmen darf. Und ich habe natürlich einen sehr guten Geschäftsführer, der aktiv sehr involviert ist. Wir haben eine gute Geschäftsstelle und wir haben natürlich einen Stiftungsrat, wo wir auch die nötige und die wichtige Unterstützung gibt. Wir haben immer wieder neue Ideen. Wir haben eben, wie gesagt, Charity-Anlässe, wo wir versuchen, Geld zu generieren, wie heute hier am Blausee. Das sind wichtige Anlässe für uns, weil dann können wir mit dem Geld, das wir hier heute bekommen, das wird 1:1 wieder investiert in Projekte mit Kindern, mit Sport, mit Spiel, mit Spass. Und das ist das, was uns weiterbringt. Und auch die Zusammenarbeit mit der Blausee AG ist für uns eine wunderbare Geschichte. Die Idee, die sie hatten, die 3 Besitzer vom Blausee, das ist für uns einfach eine wunderbare Sache. Und wir sind dankbar, stolz und glücklich, dass wir als Charity-Partner jetzt hier schon mehrere Jahre dabei sein dürfen. Es ist natürlich logistisch schon eine grosse Herausforderung. Und wir haben jetzt, jedes Jahr können wir einfach nur 500 Schwimmer nehmen. Also mehr geht einfach nicht, aus logistischen Gründen. Und ihr seht, das ist so ein idyllischer Ort. Das ist einfach ein mystischer Ort. Das ist ein faszinierender See. Und das Event heute hier, das ist einfach ein Highlight. Wir haben einfach gefunden, wir möchten gerne die Lebensphilosophie, die Lebenseinstellung, die sogenannten Tugenden von meinem Bruder, zum Beispiel Durchhaltewille, Kameradschaft, Disziplin und das alles, Solidarität. Wir möchten das gerne den jüngeren Generationen weitergeben. Und bei solchen Anlässen wie heute, wenn ich in den Himmel schaue, spüre ich immer die Präsenz von meinem Bruder. Und ich habe das Gefühl, er ist stolz auf uns. Und mir ist es sehr wichtig, vor allem mit meinen Eltern. Wir haben das Gefühl, dass ihr Sohn und mein Bruder irgendwie gleich heute auch ein bisschen dabei war.
Ich bin mit Leidenschaft Gastgeberin, ich bin wirklich mit Herz dabei im Job jeden Tag und liebe meinen Job im Restaurant in Gazi in Crans-Montana. Und die Stiftung ist für mich so eine andere wunderbare Geschichte, die ich in meinem Leben habe, die mich sehr verbindet eben mit meinem verstorbenen Bruder. Und ich bin umzingelt von wunderbaren Menschen, viele Freunde von meinen Brüdern, wo ich heute vielleicht keinen Kontakt mehr habe. Wir haben einen sehr tollen Geschäftsführer, der mich auch eine wunderbare Freundschaft verbindet mit ihm. Und wenn ich dann die Kinder sehe, wenn so Kinder kommen und sagen wir jetzt mal in Kandersteg über die Sprungschanze können kumpen und das dürfen erleben und dann die glänzenden Augen sehen, das erfüllt mich dann mit Freude, mit Ehre und mit Stolz und Dankbarkeit. Als Präsidentin der Stiftung Freude herrscht natürlich eine Ehrensache, dass ich da auch in das knapp 5-gradiges Wasser reinspringen und auch damit möchte ich auch meine Unterstützung für diesen tollen Anlass zeigen. In der Schule Seidenberg in Muri wird Bewegung grossgeschrieben. Die Lehrerin Vanessa Alves schaut darauf, dass ihre Schülerinnen und Schüler nicht nur lernen, sondern dabei auch in Bewegung bleiben. Wie genau? Das hat Dennis Jakob für uns herausgefunden. Die 2 fände ich schon lässig, wenn man die behalten könnte. Also ich finde es sehr cool, weil ich arbeite gerne im Stehen. Und zum Beispiel, wenn man nicht mehr sitzen will oder so, kann man auch drauf gehen. Sie sind manchmal gut und manchmal ist es auch blöder, weil man manchmal will man halt sitzen und das ist streng, wenn man drauf stehen muss. Man kann viel bewegen und halt, es macht sehr Spaß und so, wenn du arbeiten. Ein Pult hat, wo man halt nicht so viel Zeug drauf hat. Und ich habe jetzt auf meinem Pult so viel Zeug drauf, dass man manchmal fast nicht weiss, woher damit. Ja, bis jetzt eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit dem Piccolo. Ich habe das Gefühl, es spricht die Kinder an. Die einen mehr, die anderen weniger. Und trotzdem lässt es weit die Förderung der Bewegung zu. Ja, ich brauche halt ein bisschen Bewegung und dann kann ich ein bisschen auf das Piccolo gehen. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich mich ein bisschen bewege. Wenn ich keine Lust mehr habe zum Sitzen oder so recht lang sitzen. Es gibt einen kleinen Unterbruch. Man kann sich bewegen, es wird dann auch wieder ruhiger. Es kann das Klassenklima fördern. Dann kann ich mich ein bisschen bewegen. Dann geht es schon besser. Es tut halt für die Beine noch gut. Ich tue immer so ein bisschen bewegen, dann tue ich kurz arbeiten, dann tue ich wieder so ein bisschen bewegen. Also einfach so lange, wie ich mag und dann kann ich halt wieder sitzen. Es ist halt einfach nochmal ein grosses Repertoire, das man ihnen bieten kann. Und es spricht halt unterschiedliche Typen an. Von dem her finde ich es schon schön, wenn man verschiedene Sachen anbieten kann. Und sie sind auch so beweglich, dass man, wenn man Bewegungsdrang hat oder so, dann kann man sich gut bewegen. Du kannst halt ein bisschen rumhüpfen und so, aber man darf halt nicht man darf nicht richtig hüpfen, so wie ein Trampolin. Ja, also es gibt schon so Kinder, die vor allem im Mathe auch gerne draufgehen. Und dann muss man sich auch beeilen, ganz schnell das Zeug drauflegen, damit man ja auch noch einen Platz ergattern quasi. Ja, schon, es ist schon beliebt. Also manchmal gehe ich einmal, manchmal gehe ich mehr und manchmal gehe ich auch gar nicht. Sehr hohen Stellenwert, weil ich einfach die positiven Aspekte sehe. Die Kinder sind viel konzentrierter nach einer Bewegungspause. Sie haben Freude, es wird gelacht, wie du vorhin auch gesehen hast. Oder? Und es tut einfach gut. Und Bewegung ist so wichtig. Wir sitzen allgemein viel zu viel und stehen viel zu wenig. Und dementsprechend versuche ich so eine kleine Auflockerung hineinzubringen in den ganzen Schulalltag. Somit übergebe ich noch schnell unser Zusammen-im-Zentrum-Studio zum Matthias Mast. Er hat heute unseren Bundeshausredakteur Benny Gaffner als Gast. Es ist eine fröhliche Zeit, es ist eine Adventszeit. Ob das so im Bundeshaus so ist, ja, da bin ich skeptisch. Aber mehr dazu weiss jetzt der Benny Gaffner, unser Redakteur im Bundeshaus. Er redet über die laufende Wintersession. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Panoramasendung. Mehr Infos zu den Beiträgen findet ihr wie immer auf www.plattformjob.ch oder in unserer App.
Jetzt erzählen euch noch die Kolleginnen und Kollegen von Meteo News noch, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Von mir aus war es das. Ich wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Winterferien. Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen am Dienstagabend. Einen veränderlichen Tag haben wir heute gehabt und veränderlich präsentiert sich auch der Rest der Woche. Immer noch ein bisschen angefürchtet, die Luft zieht hier von Norden und Westen Richtung Schweiz rein und darum ist es morgen am Mittwoch auch veränderlich. Das heisst aber nicht, dass wir auf die Sonne verzichten müssen. Wie schon heute hat es ja auch ab und zu mal sonnige Abschnitte zwischen den Wolken gegeben. Und das wird auch morgen der Fall sein am Vormittag. Also da und dort ein bisschen Sonne, hat aber auch dichte Wolken rum, vereinzelt ein paar Regentropfen möglich und ab 500 bis 700 Meter auch ein paar Schneeflocken. Am Nachmittag wird sich nicht viel ändern. Ein Mix aus ein paar sonnigen Abschnitten und Wolken begleitet uns. Am Nachmittag bleibt es meistens dann trocken. Temperaturen recht frisch mit etwa 3 oder 4 Grad maximal. Am Donnerstag dann noch lange Zeit recht sonnig bis Mittag, Nachmittag dann nimmt die Bewölkung zu. In der Nacht auf den Freitag kommt es regnen. Am Freitagmorgen zuerst trüb, nass und windig, teilweise sogar stürmisch. Der Tag durch am Freitag lässt der Wind ein bisschen nach. Es geht dann wechselhaft zu und her mit 8 bis 9 Grad. Und nachher sehen wir, das zweite Adventswochenende wird ziemlich eine graue und nasse Angelegenheit. Und was wir auch sehen, hier im Hintergrund auf den Aussichten, es wird kälter. Ab dem Sonntag wird die Schneefallgrenze in tiefere Lagen absinken. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J am Dienstagabend. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.